Das denken andere Nationen über Deutsche. Das heißt, das denken irgendwelche Länder über Deutschland. Und in diesem Video kommt auch die Schweiz vor. Und da nimmt und die Schweiz ist auch dabei. Das heißt, ich bin sehr, sehr gespannt, was die Schweiz über Deutschland sagt und was andere Länder über Deutschland sagt. Wir gehen rein. Abfahrt. Im folgenden Video wollen wir uns mal mit uns selbst beschäftigen. Im folgenden Video wollen wir uns mal mit uns selber beschäftigen. Was ist Deutsch? Wie sehen uns andere Länder und was fällt ihnen angenehm und unangenehm? Okay, für mich ist Deutschland Bier, Autos und Brezel. Und Achtelfinale aus an der EM. Angenehm an uns auf. Dies können natürlich Leute, die nicht aus Deutschland sind, viel besser beurteilen und so haben wir in 12 Ländern nachgefragt, was für sie Deutsch ist. Viel Spaß bei Wie sehen uns andere Länder? Österreich. Oh, Österreich. Oh, jetzt bin ich gespannt. Nichts ist einem so fremd wie das, was einem eigentlich vertraut ist. Österreicher sprechen die gleiche Sprache, naja, mehr oder weniger zumindest wie wir. Mehr oder weniger zumindest. Trotzdem mögen viele Österreicher die Deutschen nicht, obwohl oder vielleicht auch gerade weil sie uns so gut kennen. Ja, es ist schon so, dass Österreich und die Schweiz so ein bisschen gegen Deutschland sind, weil wir sind halt so die Kleinen, so. Wir denken ja immer so, wir sind spezieller, also wir sind auch spezieller, das ist klar, aber wir sind ja so die beiden Kleinen, Deutschland ist so der Große in der Gruppe, deshalb haben wir beide, glaube ich, so das Gefühl, ja, Deutschland ist so ein bisschen wack. Deutsche werden in Österreich als Piefke bezeichnet. Sie gelten als humor- und kulturlos, vor allem für die Wiener. Da kann ich aber zustimmen. Dabei wissen die meisten Österreicher gut darüber Bescheid, was in Deutschland so vor sich geht und auch in der Geschichte haben sich Österreicher lange als Teil einer deutschen Identität gesehen. Heute sagen manche Österreicher, dass sie die Deutschen nicht mögen würden, umgekehrt finden die meisten Deutschen Österreich hingegen ziemlich klasse. Aber das ist ja genau gleich bei der Schweiz, oder? Na toll. Schweiz. Okay, jetzt kommt's. Jetzt kommen die Schweizer. Salut zusammen, jetzt wird's aber ganz hart. Anders als die Österreicher sind Schweizer noch nie wirklich Teil eines deutschen Nationalgefühls gewesen. Zum Glück auch. Schon gar nicht die ca. 30% Schweizer, die Deutsch nicht als Muttersprache haben. Die Schweizer haben übrigens am häufigsten in Bezug auf Deutsche gegoogelt, warum sie so groß sind. Ja, aber Digga, wieso sind Deutsche so groß? So gut Englisch sprechen. Nee. Deutsche können... Chat, da müsst ihr mich korrigieren. Deutsche können nicht gut Englisch sprechen. Deutsche sind immer so... This is very good and I wanna take the Brezel. Nee, das stimmt nicht. Im Gegensatz zu den Österreichern gibt es keine besondere Rivalität der Schweizer zu uns. Allerdings sind einige der Eidgenossen davon genervt, dass so viele Deutsche in die Schweiz kommen, um zu arbeiten. Die Schweizer hingegen nutzen Deutschland gern als Land, in dem eingekauft wird, ähnlich wie die Deutschen nach Polen fahren. Das ist wirklich so. Gerade in Basel gehen extrem viele Leute nach Lörrach einkaufen, was actually nicht so nice ist, weil wegen dem gehen halt die regionalen Läden kaputt, weil nicht so viele Leute einkaufen. Frankreich. Aber ich kann der Meinung im Video schon zustimmen, ist schon so. Wir nennen die Deutschen übrigens die Schwaben. Schwob. Wir nennen die Deutschen Schwob. Das ist für uns ein Deutscher oder zumindest in Basel so. Ja, die Deutschen sind schon so stur. In der Schweiz haben die Deutschen auch so ein Bild, so sehr direkt. Deutsche sind sehr direkt. Deutsche gehen nicht in den Bäcker und sagen, ich hätte gerne ein Brot, sondern ich kriege ein Brot. Dieses Bild haben die Deutschen in der Schweiz schon auch. Frankreich schaut man traditionell etwas misstrauisch Richtung Osten. Auch wenn seit 70 Jahren Frieden herrscht und man gemeinsam versucht, die EU zum Funktionieren zu bringen, sind die Geschichtsbücher natürlich voll mit Erinnerungen an die Kriege der letzten 170 Jahre. So steht das Verhältnis Frankreichs zu uns und das Ansehen der Deutschen im Spannungsfeld zwischen kriegerischer Geschichte und friedlicher Gegenwart. Der deutsch-französische Sender Arte beschäftigt sich häufig mit der Art und Weise, wie sich die beiden Länder mit der Arte und Weise wahrnehmen. Übrigens googeln auch die Franzosen häufig, warum die Deutschen bloß so gut Englisch sprechen. Als Deutscher wirst du aber voll schwierig nur in der Schweiz akzeptiert. Also wenn du versuchst, dir dort ein Leben aufzubauen, wirst du nur schwer aufgenommen. Uff. Ja, so schlimm ist nicht. Aber das liegt nicht dran, dass die Deutschen arrogant sind, sondern dass die Schweizer nicht so weltoffen sind. Ich glaube, das ist da eher der Grund. Bei denen ist das ja aber auch kein Wunder. Polen. Die kommen nach Deutschland und klauen einfach alles. In Polen ist ziemlich egal, warum die Deutschen so gut Englisch sprechen. Sie googelten am häufigsten, warum Deutschland nur so reich sei. Reich? Das muss ein Missverständnis sein. Deutschland ist für viele Polen ein Vorbild und das Ziel ist, in einigen Jahrzehnten wirtschaftlich auf einem Level mit dem reichen Nachbarn zu sein.
Das klingt auch gar nicht mal so unrealistisch, haben die Polen schließlich seit vielen Jahrzehnten ein deutlich stärkeres Wirtschaftswachstum als wir. Polen und Deutsche haben jahrhundertelang mal mehr, mal weniger friedlich nebeneinander gelebt. Auch heute noch leben fast 1 Million Polen. Ich war noch nie in Polen. Ich weiß gar nicht, wie es in Polen ist. Aber ich habe jetzt auch nicht so die Motivation, nach Polen zu gehen, to be honest. In Deutschland und sind somit nach den Türken und vor den Italienern die zweitgrößte Gruppe an Ausländern in diesem Land. Russland. Russland und Deutschland liegen einige 100 Kilometer auseinander. Wenn Russen nach Deutschen googeln, fragen sie am häufigsten, warum die Deutschen den Krieg verloren haben. Für viele Normaler russischer Alltag, einmal auf Google gehen, wieso haben die Deutschen den Krieg verloren? Russen gilt Deutschland heute als ein typisch westliches Land und als klassischer Verbündeter der USA und auch als Rivale. Russen bewundern häufig Was, als Verbündeter und Rivale gleichzeitig? moderne deutsche Autos und die fortgeschrittene deutsche Technik, was natürlich daran liegt, dass Russland vor allem von Rohstoffexporten lebt. Deutschland gilt für viele Russen auch als ein sehr reiches Land, in dem es den meisten Schon wieder reich. Was ist denn das hier? Waren die schon mal in der Schweiz? Kappa. Menschen gut geht. Die Deutschen werden in Russland als Kartoschki, also Kartoffeln, bezeichnet, und das, obwohl Russen fast doppelt so viele Ja, da kann ich zustimmen, sag ich mal. Kartoffeln essen wie die Deutschen. Kroatien. Deutsche werden in Kroatien auch als Schwaben bezeichnet. Die meisten Deutschen kommen nach Kroatien als Touristen, um die schönen Strände zu genießen. Viele Kroaten arbeiten in Deutschland. Vor allem Anfang der 90er Jahre erfreuten sich deutsche Politiker großer Beliebtheit in dem Land am Mittelmeer, da Bundeskanzler Kohl und Außenminister Genscher die kroatische Unabhängigkeit aktiv unterstützten. Auch war Deutschland traditionell der Verbündete der Kroaten, während die Serben von Russland protegiert wurden. Die kriegerischen Zeiten sind heutzutage aber Gott sei Dank sowohl in Kroatien als auch in Deutschland vorbei. Italien. Italien und Deutschland haben bereits enge Beziehungen miteinander geführt, als es weder Italien noch Deutschland überhaupt gab. Die Menschen diesseits und jenseits der Alpen trieben Handel und besuchten sich gegenseitig. Das heutige Verhältnis lässt sich am besten so Oha, einfach Karneval. beschreiben. Die Deutschen lieben die Italiener, ihr Essen, Boah, Digga, so eine Pizza, das wär's jetzt. Das wär's wirklich. ihre Musik, ihre Landschaften und die Herzlichkeit, Und die PCR-Tests, wenn man in die Ferien gehen muss, Kappa. aber sie haben nicht besonders viel Respekt für sie übrig. Bei den Italienern ist es umgekehrt. Sie äußern sich häufig voller Respekt für die Menschen im Norden. Für ihre Pünktlichkeit, ihre Effektivität und Präzision, Sind Italiener wirklich so unpünktlich, Digga? Sind die nicht pünktlich? also für alles, was den Italienern angeblich fehlt. Aber lieben tun sie Deutschland nur selten. So beschreibt die häufigste Google-Nachfrage sehr gut die italienische Sicht auf uns. Die lautet Warum haben die Deutschen keinen Humor? Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. nämlich, warum haben die Deutschen keinen Humor? Griechenland. Das Ja. Ich habe 1,4 Millionen Abos auf TikTok. Das zeigt eigentlich schon mal, wieso die Deutschen keinen Humor haben. griechisch-deutsche Verhältnis wird von zwei politischen Entscheidungen in Deutschland beeinflusst. Einerseits von der fehlenden Bereitschaft, einen Schuldenschnitt vorzunehmen und andererseits Griechenland zu Reformen zu zwingen. Beides ist dort sehr unpopulär und hat dazu geführt, Schweizer gucken Gay-Porn. Bomber ist cool. Was ist schlimm daran? Aber ich weiß, was schlimm ist. Ein 15-Minuten-Bann, Digga. dass das Land heutzutage noch deutlich verschuldeter ist als zu Zeiten der Krise. Auch weigert sich Deutschland seit 70 Jahren Entschädigungen wegen Kriegsverbrechen zu zahlen. Die schlechte Presse über die faulen Pleite-Griechen tat ihr Übriges, doch seit Aber für mich ist wirklich auch so, Griechenland hat für mich Santorini, Mykonos und Schulden. Das sind die drei Sachen, die ich von Griechenland kenne. Mehr nicht. Ja, vielleicht noch Athen, die ganzen Götter, aber vor allem Santorini und Schulden. Das ist es. circa 3 Jahren wandelt sich das Klima in Griechenland, da die Deutschen wegen der Flüchtlingskrise einige verspielte Sympathien wieder gut gemacht haben. USA. Oh, USA. Was denkt die USA über Deutschland? Die USA sind natürlich deutlich weiter weg von Ich denke, die haben keinen Bock auf Deutschland. Die USA haben keinen Bock auf Deutschland. uns als all unsere europäischen Nachbarn. Viele Amis sehen Deutschland als das Land des Bieres, der Autobahn und der Lederhosen. Das liegt vor allem daran, dass Das liegt vor allem daran, dass es in Deutschland Bier, Autobahn und Lederhosen hat. die meisten amerikanischen Soldaten in Bayern oder anderen Gegenden Süddeutschlands stationiert waren. Imagine, du bist so Soldat, bist so in Bayern im Einsatz, bist so gerade ready für einen Krieg und dann kommt so ein bayerischer Dude. Oh, willst du einen Brezel haben? Ja, die reden wahrscheinlich gar nicht so, aber
Na, scheiß drauf, Digga. Auch sind viele US-Amerikaner die Nachfahren von deutschen Auswanderern und manche sprechen gar bis heute noch Deutsch zu Hause. Berühmtestes Event in Deutschland ist natürlich, wer hätte es gedacht, das Der Stream von Adi Totoro. Oktoberfest. Japan. Wer schon einmal in Japan war, der weiß, dass dort ganz andere Dass dort ein Vape-Studio ist. Gepflogenheiten herrschen als hierzulande. Japan Ja, wirklich, ich muss wirklich sagen, Japan und China ist für mich ganz, ganz Weird Champ-mäßig. Die haben so andere Kulturen, da ist alles anders. Ich weiß nicht, ob ich da leben könnte. Ich weiß nicht mal, ob ich da Ferien machen könnte. Das ist wirklich so Weird Champ-Shit. sind deutlich distanzierter und höflicher als die meisten Europäer. Für die Deutschen Wirklich? haben viele Japaner aber eine gewisse Bewunderung. Man hört auch häufig, dass die Japaner sich selbst als die Deutschen von Asien sehen, da bei ihnen ebenfalls die Arbeit eine große Rolle spielt, sie technisch hochentwickelt sind und sie viel Wert auf Präzision legen. Nee, Nordkorea nicht. Nordkorea ist easy, Digga. Auch spielt die Automobilindustrie in beiden Ländern eine sehr große Rolle. Kommen Japaner nach Deutschland, Oh, wie heißt dieses Schloss schon wieder? Schloss Weinschlahnstein. Schloss? Ich weiß es immer noch nicht. Neuschwanstein. Schloss Neuschwanstein, Digga. dann interessieren sie sich vor allem für Burgen und Schlösser. Deutschland gilt vielen Japanern als Land der Romantik. Naja, Niederlande. In den Niederlanden The Netherlands. sind die Deutschen mindestens genauso unbeliebt wie in Österreich. Digga. Alle Nachbarländer haben einfach keinen Bock auf Deutschland. Das liegt natürlich auch daran, dass man eine relativ ähnliche Kultur und Sprache hat, dass Deutschland der große Nachbar ist und dass man im Fußball Niemand gönnt einfach Deutschland. Das ist es. Niemand gönnt Deutschland. eine bittere Rivalität pflegt. Dabei sind beide Länder sich nicht gerade fremd. Sowohl fahren Deutsche gerne nach Holland, um dort Fastfood, Strände und Cannabis zu genießen, als auch umgekehrt Niederländer zu uns kommen, um zum Beispiel in den Bergen wandern zu gehen. Bergen in Deutschland, was ist denn das? Bergen in Deutschland? Für Holländer ist nämlich alles, was höher ist als eine Düne, bereits ein Berg. Aha, ja, komm. Deshalb, ja, wow. Okay. Ja, ich muss wirklich sagen, die Sanddünen im Norden von Deutschland, die sind wirklich sehr, sehr schöne Berge. Es gibt übrigens eine Faustregel für die Rivalität zu den Deutschen. Man Dann sind ja Brüste für die Niederländer schon Berge. sagt, je weiter weg man von der Grenze kommt, umso stärker wird sie. England. Oi, mate, I'm gonna get a cup of tea, bro. Als Europa eine große Familie wäre, dann wären die Österreicher unsere Brüder und die Engländer unsere Cousins. England liegt ein bisschen ab der Großfamilie auf einer Insel und versucht sich nicht allzu viel in europäische Angelegenheiten einzumischen. Hier hat man seit einigen 100 Jahren eher internationale Ambitionen. Das deutsch-englische Verhältnis war jahrzehntelang vor allem von zwei Dingen geprägt: Fußball und Nazis. Vor allem der Fußball half aber auch, es wieder zu verbessern. Die WM 2006 erlebten Zehntausende Engländer friedlich in deutschen Biergärten. Dass sie auch dieses Mal wieder nichts Deutsche Biergärten, da sehe ich mich drin. holen konnten, ist ja auch irgendwie nicht unsere Schuld, oder? Ich frage mich, ob irgendjemand auch googelt, warum die Engländer so gut Englisch sprechen. Wie seht ihr Deutschland? Wir scheinen ja an manchen Ecken relativ unbeliebt zu sein. Verratet es uns in den Kommentaren. Ich sag mal so, Deutschland ist jetzt in der Schweiz nicht unbeliebt, aber... Ja, nee, eigentlich schon. Deutschland ist unbeliebt.